Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz nach dem 4:3 am 31. Bundesligaspieltag bei Mainz 05. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und in diesem Sinne gehen wir auch direkt rein in den Bums. Nach dem Spiel gegen den FC Bayern aus der Mewa Arena. Mit mir auf dem Podium darf ich den Gästetrainer und den Chefcoach begrüßen. Russell Kompanie und Urs Fischer. Die Gäste verzichten auf ihr Eingangsstatement. Urs, ich darf dich und dein... Urs Fischer, Top-Typ, Alter. Unions größter Fehler, den rauszuwerfen. Sag ich euch, wie es ist. Also, wenn Mainz die aktuellen Spieler, die vielleicht ein bisschen rausstechen, halten kann und 2, 3 dazu holt, die Urs haben möchte, dann traue ich den Mainzern zu, dass sie nächste Saison wieder um Europapokalplatz spielen werden. Eine Einschätzung zum Spiel bitten. Vielen Dank. Habe ich ja nochmals Glück gehabt. Also, gratuliere dir zum Sieg und wünsche dir vor allem für Dienstag viel Erfolg, viel Glück fürs Champions League-Spiel gegen Paris. Ja, es ist immer noch schwer, muss ich sagen, die richtigen Worte zu finden, aber eigentlich ist einfach erklärt. Du machst eine top erste Hälfte und dann stellst eigentlich fast ein bisschen den Betrieb ein in der zweiten Hälfte. Wenn ich denke, wie mutig wir in der ersten Hälfte waren, trotz doch auch großem Druck von Bayern waren wir mutig, konnten uns immer wieder aus dem Druck befreien. Ja, gehe ich übrigens mit, ne? Habe ich ja auch gesagt. Schalte jetzt hier in meine Analyse. Klar waren wir gut, zweite Halbzeit, oder viel, viel besser wie erste Halbzeit, aber warum Mainz sich so gar nicht richtig gewehrt hat, zweite Halbzeit, konnte ich mir auch nicht erklären. Also wenn, dann höchstens damit, dass so ein bisschen die Körner weg waren nach der ersten Halbzeit, ne? Aber wenn der Urs es selber nicht weiß, ja. Indem wir mutig waren mit den Zuspielen, trafen da wirklich gute, richtige Entscheidungen und wurden so doch immer wieder wirklich sehr gefährlich. Dann führst du 3:0. Ja, wir haben es in der Pause angesprochen, dass wir aktiv bleiben müssen, dass wir uns nicht zurückziehen dürfen, dass wir nicht im Kopf haben dürfen, dieses 3:0 nur zu verteidigen. Und eigentlich genau das ist dann eingetroffen und für das ist das Bayern in dieser Spielzeit einfach zu gut, zu stark. Auch 3:0, das reicht dann eben nicht. Es braucht Das ist schon krass, dass das ein gegnerischer Trainer sagt, Alter. wirklich überzeugende 90 oder 95 Minuten, um Bayern schlagen zu können. Das haben wir leider nicht hinbekommen. Tut weh. Wir hätten den Sack heute zumachen können. Ja, jetzt gilt es, das Spiel sachlich zu analysieren, den Jungs entsprechend die Informationen weiterzugeben und dann es gegen Pauli besser zu machen. Ja, Pauli hat heute auch verloren gegen Heidenheim, zumindest ist das mein letzter Stand gewesen. Der Zug ist abgefahren, also dann werden die Mainzer nächste Woche den Klassenerhalt safe machen und ja. Vielen Dank, Urs. Ich darf euch um die Fragen bitten. Peter Herbert Eisenhut für Sport aus Mainz und die FAZ. Einmal das Mikro. Perfekt. Vielen Dank. Herr Fischer, diese Passivität, dieses weniger Mutige, wie weit war das auf Ihre Mannschaft zurückzuführen und wie weit hatte das mit den Einwechslungen zu tun, die ja doch nochmal eine ganz andere Qualität auf den Platz gebracht haben? Ob das einen Einfluss hatte, das ist schwierig zu sagen. Ja, klar hat das einen Einfluss, wenn da so ein Heavy Kane aufläuft, Alter. Wenn da so ein Michael Olisse aufläuft. Der Gegner weiß ja auch, was diese Spieler können. Ja, also ich glaube schon, dass du dann ein bisschen anders rangehst, als wenn da
halt diese Spieler nicht auf dem Feld stehen. Das glaube ich schon. Natürlich kommt da nochmals Qualität auf den Platz, aber ich glaube schon am Schluss braucht es beides. Ja, wir waren einfach nicht mehr gut. Natürlich kommt da nochmals Qualität aufs Feld, aber ich muss schon auch sagen, wir haben es einfach auch nicht mehr gut gemacht. Und Ja, ist richtig. ja, hast du so ein Resultat. Die nächste Frage kommt von dem Herrn in der letzten Reihe. Bitte einmal das Mikro durchgeben, was da liegt. Perfekt, vielen Dank. Perfekt. Dankeschön. Aber ist doch schön, dass wir beim FC Bayern, der Weltclub in Deutschland, dieselbe Ausstattung haben wie Mainz 05 bei einer Pressekonferenz. Herr Kompany, in der ersten Halbzeit, zur Halbzeit stand es 0:3. Erstmal die Frage, was lief in der ersten Halbzeit falsch? Und die Spieler haben gerade schon gesagt, sie wurden in der Kabine sehr laut. Was war dann der Schluss? Kann ich mir gar nicht vorstellen nach dieser ersten Halbzeit. Ja? Also wenn man Vinny schon nach 15 Minuten an der Seitenlinie gesehen hat, Alter, dann wusstest du aber genau, was in der Halbzeit passieren wird. Ja? Und wenn man sich mal anguckt, wie die Spieler teilweise agiert haben, haben sie das auch zu Recht zu hören bekommen. Ja? Und das ist schön, dass wir so einen Trainer haben, der halt, ja, der in der Öffentlichkeit, wird er wahrscheinlich jetzt gleich auch, ja, der sich in der Öffentlichkeit immer vor diese Mannschaft stellt. Der aber, wenn es dann wirklich mal sein muss, es muss ja nicht oft sein beim FC Bayern, ne? Das ist das ja, ne? Aber wenn es dann sein muss, ja, dann musst du es auch raushauen, ja. Dann musst du es kommen lassen und dann musst du den Jungs auch mal sagen, dann musst du die auch mal einnorden, ne? Und ich hoffe, das wird beim Jamal Musiala dann auch nochmal passieren, mit seiner Einstellung, mit diesen Star-Allüren, dass das auch nochmal dann, muss ein Vinny ihn auch mal einnorden und dann wird alles gut werden. Was haben Sie den Spielern mitgegeben? Und mehr oder weniger, was sagt dann, dass man dann den Turnaround hier noch schaffen kann, auch im Hinblick mit auf Dienstag? Ja, was hat falsch gelaufen in der ersten Halbzeit? Alles. Alles, ja. Ähm, Alter, Vinny, wir sind echt so die letzten Wochen und Monate. Grandios. obwohl die erste 20 Minuten, glaube ich, bis zum ersten Tor von Mainz. Ja, wann erste war das? Viertelstunde war noch okay. Ja, ungefähr. Waren eigentlich von Spielfreude und Aktivität nicht so schlecht, aber wir sind einfach nicht im Strafraum gekommen. Viel Ja. Ballbesitz, viel Gar kurze Pässe, Null. war alles schön anzusehen, aber vielleicht nicht zum Tor gegangen. Und es kann mal passieren, aber dann darfst du natürlich keine Gegentore bekommen. Und das war dann sofort 1, 2, 3 und vom Gefühl her könnte in der ersten Halbzeit 4 oder 5 werden. Und wir haben nur eine Chance. Dann gibt es keine große Analyse am Halbzeit. Was soll ich sagen? Das und das und das war schlecht und das müssen wir besser machen. Dann geht es über, und das ist schon angesprochen, einmal Qualität haben. Ich kann die Ball nicht in die lange Ecke reinzaubern. Also das musst du die Qualität haben, aber dann auch Mentalität. Und wie die Mannschaft dann in zweiter Halbzeit diese Kampf akzeptiert hat und diese Angst einfach weggeschoben hat. Weil du kannst auch sagen, keine Verletzte heute, du kannst auch sagen, 3-0, 3-1 vielleicht, wir sind Meister. Und das war nicht der Fall und die haben gejubelt, als ob das ein Relegationsspiel war und wir haben uns gerettet und ich liebe das, also muss ich ehrlicherweise sagen, einfach die Mentalität. Und True. ob wir das jetzt mitnehmen in Paris, ich weiß nicht, aber was ich glaube ist, es ist, wenn du am Ende einer Saison sagst, okay, jetzt brauchst du ein Mirakel zum Beispiel, dann kannst du nicht am Ende dieser Saison anfangen. Du musst schon dieses Gefühl haben in einer Saison, dass es mal passieren kann. Und das war für uns nicht das erste Mal heute. Und das gibt uns diese Glaube, dass es irgendwann, dass es immer da ist. Ob du alles gewinnst, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Du musst erst dieses Glaube haben und das ist für mich die Basis. Geben Sie das Mikro bitte einmal nach vorne zu der Kollegin in der Mitte. Perfekt, danke.
Herr Company, Sie sprechen seit Wochen von dem einen magischen Musiala-Moment, der vielleicht bald kommen würde. War das heute so ein weiterer Knotenlöser für ihn? Weil er hat besonders gejubelt. Und können Sie vielleicht Schon auch ein dritte Wort... Mal diese Woche. Ja, aber er hat, also so ein Jubel wie heute hat man jetzt lange nicht, wie dieser geplatzte Knoten, auch für die Mannschaft, wie Sie gerade gesagt haben. Und können Sie zu Michael Olise vielleicht auch noch was sagen, zu dem Traumtor und seinem Auftritt? Ja, aber ich glaube, Sie haben fast alles in die Frage sogar gesagt. Dieses Jubel, dieses Lachen, wenn eine offensive Spieler das hat, dann ist alles gelöst, dann ist alles in Ordnung. Und das ist für uns das. Ja, wenn er dann noch dieses Gezeter weglässt und dieses gelbe Karten fordern für den Gegenspieler, ja, das kann er gerne machen, wenn er irgendwann bei Real Madrid spielt. Das möchte ich beim FC Bayern nicht sehen. Dann gehe ich mit. Jamal ist sportlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, seit dem St. Pauli-Spiel, wie ich es da damals gesagt hatte, wird es besser, war heute auf jeden Fall ein Faktor. Natürlich auch gegen müde Mainzer oder Mainzer, die schon mental auf jeden Fall müde waren. Aber dann dieses Gezeter, wenn man gefoult wird und dieses gelbe Karte fordern und sowas und das bei jedem Mal, bei jedem Foul, das ist schon wirklich nervig, abartig und ich hoffe, er stellt das ab. Das erste Mal, dass Jamal jetzt seit der internationalen Woche wieder diese Freiheit spürt. Meine einzige Bitte ist, dass jeder auch versteht, dass es manchmal Fuß ein bisschen fester sein wird. Das kann auch immer passieren. Und irgendwann ist das vorbei und irgendwann ist das gelöst. Aber man kommt nicht aus diese langen Verletzungen, diese harte Verletzungen, ohne dass man erstmal diese Adaptation braucht. Und das geht nicht immer nur, sagt man das, bergauf. Bergauf, Ja. Also wir genießen, was er uns gibt. Aber meine Erwartung ist eher, dass er für die Mannschaft da ist. Und Michael, ja, Michael hat jetzt fast... Reicht als Antwort, Winnie. Reicht völlig aus, mehr braucht man nicht sagen zu Michael. Die Latte so hoch gemacht, dass ich wäre fast enttäuscht, wenn diese Ball nicht reingegangen wäre. Und das ist total absurd. Das darf nicht reingehen, das darf nicht normal sein, aber das ist, was er jetzt gemacht hat für uns. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass er sich weiterentwickelt. Und natürlich kommen jetzt diese Spiele im Champions League und in diesem Moment hat er diese Saison auch viel gezeigt und hoffentlich noch weiter so. Frank Hellmann mit der nächsten Frage. Herr Company, eine Frage nochmal. In Ihrer Aufstellung war auch ein junger Mann, den vielleicht noch nicht jeder in Deutschland kennt, Bara Nedaye, glaube ich 18 Jahre erst alt, ist ja ausgeliehen, kommt ja über diese Akademie. Ich glaube, es hätte viele Trainer gegeben, die hätten ihn nur zur Pause ausgewechselt, weil er vielleicht auch Probleme mit der Körperlichkeit hatte. Die haben ihn durchspielen lassen, bis er quasi nicht mehr konnte. Können Sie noch mal was sagen zu seiner Leistung und zu der Vorstellung und die Überlegung, die Sie mit ihm haben? Ich glaube wirklich, dass das wahrscheinlich das schwierigste Spiel ist für einen jungen Spieler. Das wusste ich schon vorher. Dass dieses Spiel einfach, diese Körperlichkeit, was Mainz einfach und die Mannschaft von Mainz einfach immer bringt. Ich wusste, dass das für einen jungen Spieler einfach das größte Test ist fast. Und deswegen war das kein Spiel für junge Spieler, aber trotzdem, das sind auch die Momente, wo du am meisten lernst und dann freut es mich. Also der ist unglaublich gut gekickt am Anfang, der war mit dabei in dieses Tempo, die wir hatten am Ball, aber der hat null Verantwortlichkeit in so einem Spiel. Das sind nur die erfahrenen Spieler, die das über die Linie... Und die haben maßlos enttäuscht, vor allem in der ersten Halbzeit, in der Zentrale, ne? ziehen muss. Und dann, wie ich dann sehe, dass seine Reaktion auch noch in die zweite Halbzeit genauso wie die erfahrene Spieler ist. Ja, das war ein guter Einsatz für einen jungen Spieler in ein unheimlich schwieriges Spiel für einen jungen Spieler. Und deswegen kann ich schon stolz sein auf was heute war für ihn. Kwame Odom mit der nächsten Frage. Mr. Company, one question also again to Mr. Musiala. What do you think? How much is missing concerning his performance if we compare it to his big cruel injury last summer? How much is missing? What do you think? Or is he already there where you want him? Where you want him? Natürlich No, noch nicht. I mean, missing, if you see him this week, I don't think anything's missing. But what I'm saying is, it could be that sometimes... Naja, also da fehlt schon einiges zu dem Musiala, wie er auf seinem Peak war. Ja? So einfach diese
diese Leichtigkeit, diese Selbstverständlichkeit und auch so ein bisschen der Speed, der geht auch noch ein bisschen ab, ja. Das fehlt schon noch, ja. Und wie ich es ja vorhin schon sagte, und mal wieder dieses, ich würde mir den Jamal von vor der Vertragsunterzeichnung wünschen, der einfach entweder sich hat gar nicht erst fallen lassen, wenn er noch eine Chance gesehen hat, und trotzdem noch was rauszumachen, obwohl er gefoult wurde, oder dann halt aufsteht und weitermacht und nicht irgendwelche Sprenzkes jedes Mal macht, mit dem Schiedsrichter diskutiert, irgendwie gelbe Karten fordert oder sonst so ein Mist. Sometimes he doesn't feel the way he's felt this week, and we still have to account for that. That's a little bit more what I'm saying. Some things he's improved. I think he's physically stronger. If you watch him in the duels today, if you watch him, he moves like a man now, like a player who's out of this youth phase, and he's gained that because of his work during his injury. But we will see if Jamal is fit and happy, then we have a special player. And if sometimes he needs more time, then it's fine. We're going to be patient and we'll support him. Thank you. Florian Schlecht von der Allgemeinen Zeitung mit der nächsten Frage. Ja, guten Tag zusammen. Eine Frage an Urs Fischer. Also Olise haben ja, glaube ich, alle heute gesehen, was für ein Weltklasse-Spieler das ist. Hat ja auch Mainz dann gut auf der Außenbahn auseinandergezaubert. Gibt es denn überhaupt ein Mittel, so einen Mann zu stoppen? Hätte man das besser machen können überhaupt? Ja, ich glaube, Bayern hatte schon mal so einen solchen Spieler. Du wusstest eigentlich, was er macht, und trotzdem konntest du es einfach nicht verteidigen. Ich glaube, Arjen Robben, wir erinnern uns, ja, ich glaube, wir haben es nicht schlecht hinbekommen, aber dieser eine Moment, wenn er ihn dann hat, ja, sensationelles Tor. Also besser kann man den nicht treffen. Obwohl du es weißt, ist es nicht so einfach zu verteidigen. Ich glaube, bei diesem Tor hat ein bisschen die Unterstützung gefehlt. Wir haben da Philipp fast ein bisschen zu alleine gelassen. Dann muss ein Nächster dazukommen, um vielleicht noch zu helfen. Das haben wir da nicht so gut gemacht. Ja, aber ist schon eine Wahnsinnsqualität, die er da hat, muss man sagen. Erik Dobias. Frage an Herrn Kompany. Wie wichtig war dieses Comeback im Hinblick auf das Paris-Spiel? Macht es einen Unterschied jetzt im Nachgang oder hätten Sie gesagt, okay, wenn wir hier 2-3 verloren hätten, hätten wir auch gewusst, wie gut wir sind und dass wir da bestehen können? Oder ist es jetzt nochmal was anderes, weil diese Mannschaft hier nochmal was Besonderes geschaffen hat? Ich bin wie jeder Trainer. Also wenn wir verloren hätten, hätte ich gesagt, mach dir keine Sorgen, wir können die beide trennen. Aber ehrlicherweise geht es mich nur nicht um dieses Spiel als Zeiger für das nächste Spiel. Eigentlich nie. Ob es 2 Bundesligaspiele sind, also das letzte Spiel für mich ist nicht ein Zeichen für das nächste Spiel. Aber ich finde, in einer Saison musst du diese Erfolgsmomenten, und das sind so von diesen Key Moments, das musst du sammeln. Und das am Ende gibst dich in meiner Meinung recht, dann auch zu sagen, wir hoffen noch immer, wir können es machen. Und heute war das vielleicht eine Reaktion wegen unserer Reaktion gegen Freiburg. Vielleicht, wenn wir das gegen Freiburg nicht einmal schaffen, schaffen wir das heute nicht. Das ist dieser Link. Und irgendwann kommst du in ein Finale oder in ein anderes Spiel. Und das ist das Unterschied zwischen einem Titel mehr oder weniger. Du hast keine Garantie, aber ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, das ist so ein bisschen wie Leben ist. Ich bin einmal abgestiegen, dann war ich am nächsten Jahr Deutscher Meister, keine Ahnung warum, aber es ist einfach so, einfach immer weitermachen und dann kommt mal was und mehr ist es nicht. Eine kurze Nachfrage noch. Diese Einwechslung nach der Pause von Olise, Kane, Musiala, waren die geplant oder war das jetzt eine Reaktion? Nein, auf dieses 0-3? Das war geplant. Ich wollte keine Spieler rauslassen, die man nicht rauslassen braucht, weil ich finde, dass dieses Fitness dazu gehört. Normalerweise hätten wir sonst heute schon ein hartes Training gemacht.
Nicht, dass das vergleichbar ist, aber ich meine nur, das ist nicht, dass die hier einfach auf die Bank sitzen können und es ist Urlaub. Also das möchte ich nicht. Aber auch keine unnötige Risiko nehmen, wo einer vielleicht Schmerzen hat und nein. Aber das war so für mich von Anfang an geplant, dass wir jede nützen werden, die wir nützen können. Und das haben wir deswegen gemacht auch. Ja, Vielen herzlichen richtig Dank. so. Und auch aus Respekt für die Gegner immer nicht vergessen. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen ins Wort gefallen bin. Dann darf ich mich herzlich bedanken und die Pressekonferenz hiermit schließen. Vielen Dank und wir wünschen unseren Gästen. Vielen Dank, Hovi. Leute, rot-weiße Grüße. Paris steht vor der Tür. Genießt erstmal das Wochenende noch und dann geht's ab Montag rein. Ja? Tschüssi.